miteinander, da ist Exodus 19. Wir spielen zusammen ein bisschen Minecraft, das Mal bin ich allein und ich möchte eben die Zeit mal nutzen, das mache ich jetzt bewusst, um auch mal so zu zeigen, was so alles passiert ist. Die letzten Parts sind ja eigentlich alles Random Parts gewesen, von uns, nicht wirklich am Bauen, sondern mehr am Erkunden und am Kabis machen. Da ist der Pferder, irgendwie habe ich ihn auch gerne bekommen, ich reite meistens mit ihm rum. Das Gesicht oder das Tier, ich weiß immer noch nicht, wie er genau heisst und darum ist mir eben nicht so sympathisch. Ich habe meinen Verzaubertisch mal da rübergenommen. Ich möchte da gerne so ein Hütchen bauen. Ihr seht, ich habe Strassen gemacht. Das habe ich vor allem wegen der Ross gemacht. Einfach eine Rossstrasse, dass du gemütlich kannst reisen und so. Sie gehen nicht überall perfekt auf. Da zum Beispiel habe ich irgendwo einen riesen Fehler. Also einen riesen Fehler, ich müsste vielleicht noch eins über tun, aber... Ja, es sind einfach meine Rossstrassen so. Zombie Pigbird ist weg. Ja, ich zeige jetzt euch einfach mal... Oh, Moment, wir gehen mal zurück. Während wir das coole Wild West Lied hören. Ich weiss nicht, was zu laut ist. Ich mache jetzt mal so, dass es einfach so für mich gut tönt. So. Jetzt gibt es fast zu wenig. Ja, dann heisst es wieder, ich habe Daten von dritten Bietern genommen. Das ist mir scheißegal. Ich bin aus der Schweiz, ich darf das. Von den Gesetzen her, es ist jetzt nicht einfach so blöd gemeint, wirklich. Wir dürfen das irgendwie, es ist so nicht illegal für uns, das Zeug zu nutzen. Ja, ich mache kein Geld damit, von dem her. Ja, da ist so ein kleiner Eingang, aber das sehen wir dann gerade nachher. Das ist das Lager, das sparen wir für den Schluss auf, weil ich einfach noch nie hin bin. Ich habe hier eine Brücke gemacht. Ich finde es eigentlich recht nice. So, ist nichts Spezielles, total simpel gehalten, aber es ist nicht schlecht. Ich bin zufrieden damit. Ich habe mega lange rumprobiert. Einfach meine Kühe fürs Leder jetzt. Ihr seht da die random Schaffarm, oder ja, das ist weg. Aber man hört sie noch. Man hört sie noch unten. Wir gehen gerade schauen. Es ist auch noch im Baustadium eigentlich. Es ist noch nicht perfekt fertig. Und einfach meine Truhe. Und natürlich meine Schäfchen, so schön sortiert. Ja. Ich paare es einfach immer wieder. Die einen verdrückt und sterben, die anderen überleben es. Ich kann nicht sagen, was es liegt, echt nicht. Und so sollte es dann ein bisschen weitergehen. Ich möchte einfach weiter hinter, dass sie mehr Chancen haben zum Gras zu verwutschen. Weil bei den einen ist es einfach, ja, bei denen geht es jetzt, aber wenn ich es scheren würde, wird alles leer gefressen und es hat fast keine Chance mehr zum Nachwachsen. Darum. Das ist so der Grund. Jetzt schnell wieder zu dem spannenden Lied da. On the Horse. Zurück auf die Straße. Da habe ich meinen ersten Tunnel gemacht. Das ist auch nichts Spezielles. Das ist so Torbögen mit Glowstone verziert. Da so ein bisschen random auch rausgehauen und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch zufrieden, mal wirklich, ich bin echt zufrieden. Es ist auch immer schön hell, fast nie Mobs drin, fast nie, sie läuft wahrscheinlich noch von da rein. Da bin ich, da weiss ich noch nicht, wie es weitergeht. Da ist der Tose ihres Gebiet, da sind wir ziemlich sicher, dass wir mal auch irgendwas in diesem Stil machen, aber ich weiss auch nicht. Das ist also... Und da bin ich ja schon mal geflüchtet, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Bin schon mal durchgeflüchtet und ja, nein, läuft es jetzt immer wieder. Also eines lassen wir es noch. Bin ich durchgeflüchtet und es macht im Moment noch weh, weil es so niedrig ist. Ja, Nefschi ist ein bisschen weitergekommen. Das ist so ihre Farm dort unten, so schön eingehägelt. Und der Creeper recht, ja. Das ist die Tose, ihre Schafszucht, habt ihr auch schon gesehen, einfach in den Random-Videos. Da hat sie mir noch nicht verraten, was sie macht. Keine Ahnung. Ihres Geheimnis. Ja, und eben dort hin, wenn man da durchrennt, landet man wieder bei mir im See rein. Da dort könnte man dann eine Brücke machen oder was weiß ich. Und das Gelände ist einfach immer noch gefährlich und dunkel und man kommt mit dem Rössli fast nicht durch. Darum ist eben eigentlich die Straße gedacht.
Und jetzt kommen wir zum Ende zu meinem Frustrationsprojekt irgendwie. Es ist so. Ich habe jenste verschiedene Arten ausprobiert, nichts gefällt mir. Was ich weiss, ist irgendwie die Farbe gefallen mir. Und ich will es mit diesen Schildern kennzeichnen und ich will die Truhe möglichst versteckt haben. Am liebsten hätte ich den Mod, wo du kannst so übereinander drüber stapeln. Aber es geht leider nicht. Ich weiss nicht, wie man das macht. So, ich bin nicht gut in dem. Ich hatte es zuerst hier hinten, so aufgereilt. Und dann hatte ich zuerst nur den Weg bis dahin und von da aus dann irgendwie Teppich und der Übergang war einfach scheiße. Jetzt da, der Übergang ist nicht viel besser, aber es ist etwas. Man sieht einfach die Schilder nicht und ich bin einfach so unzufrieden. Ich mache dann wahrscheinlich gleich dorthin einfach eine Wand. Aber ich möchte es auch gestapelt haben, ich möchte nicht einen Raum haben, wo dann überall am Rand Kisten stehen, in der Mitte habe ich nichts. Das finde ich auch blöd. Was ich könnte machen wäre, eben so wie ich es gesagt habe, an allen 3 Seiten die Kisten und in der Mitte halt dann im Boden einlassen. Nur wie mache ich es dann mit den Schildern? Es ist so... I don't know. I really don't know. Wie ich das machen will. Also nicht. Und ich weiss, ja, das... ich wollte sagen, was ist da los? Das Blaue sehen wir eigentlich nur unter der Kiste so aufblitzen. Und das hat mir eigentlich gelangt. Das ist einfach noch eine andere Note. Das Stainklay mit Teppich kommt einfach noch geil. Ich muss das schon zugeben. Und die elenden Frames, von denen will ich jedes einzelne verwischen. Die sind so teuer. So teuer. Nicht? Ich meine, 8 Stöckchen und ein Leder. Also 8 Stöckchen, ja, es ist schnell gefarmt, aber es ist nicht nichts, oder? Und das Leder sowieso. Ich habe zwar mega viele Kühe, aber meistens droppen sie irgendetwas anderes als Leder. Fleisch. Ja. Ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es mir doch rein. Das wäre echt cool. Ja. Pretty cool. Jetzt baue ich das halt mal ab und so. Im Moment ist es auch recht gefährlich. Ich sehe, dort hinten ist ein Höhlensystem. Und die Gefahr ist eigentlich eher von außen. Es kommt mal ein Skelett rein, mal ein Creeper raussehen. Und dann kommt halt mal so ein Zombie. Sorry, so ein Zombie rein. Und der ruft dann recht schnell von dort unten, wo es immer wieder mal so einen einigermaßen dunklen Punkt haben, wo es normalerweise nicht würden zu bahnen, aber weil die Zombie einander rufen, zu bahnen. Oder von dort kommen sie dann halt eher zu quackeln. Und dann werde ich auch oft da unten umzingelt. Das ist noch strange. Ja, eben so etwas. Es ist aus der Nacht und sie könnten überall reingehen. Gell, Pferde. Ups. Ja, eben das Tor ist auch nichts Spezielles. Es ist einfach so... Und da kommen wir dann eben wieder bei den Dings raus. Den wir vorher gesehen haben. Du bist so doof. So doof. Ja, sonst hat sich eigentlich noch nicht viel verändert. Ich bin mal mega gut Quarz sammeln. Eben, mein Lager ist dringend nötig, meine Kiste stapelt sich. Den Weg rein kann ich auch nicht machen, weil ich das Lager nicht habe. Und das ist so meine Devise, die Kisten kommen erst weg, wenn das Lager ready ist. Und eben, dort bin ich frustriert, dort scheisst es mich an. Da habe ich mal noch einen Stegen gemacht, den Stock angefangen, aber ich habe gerade kein Holz mehr gehabt. Bis jetzt habe ich noch keine Zeit, keine Lust gehabt, um das zu farmen. Wo ist es? Ah, da. Ja, okay, mega viel ist es nicht. Was ist es? 2 Stacks? Nicht einmal. Ja. Traurig, aber wahr. So, ich wollte einfach mal zeigen. Und jetzt, ja, schreibt mir doch nochmal rein, wie euch die Random Parts gefallen haben. Weil für mich war es ein Spass gewesen, um die nochmal zu schauen, um das zusammenschneiden. Einmal habe ich auch so ein bisschen Subtitles gemacht, das habe ich auch noch lustig gefunden. So. Ja, ich weiß es auch nicht. Schreibt es mir rein. Ich finde es noch.
das wollte ich mal sagen. Ich habe letzten Tage habe ich ja beobachtet, ich habe meinen ersten kleinen Hater, vollherzig, konsequent, bei jedem Video komme ich ein Däumchen runter. Finde ich noch herzig, vor allem weil es eben auch, weil es gleich Wertung gibt und mein Video dann eher gesehen wird, weil es einfach bewertet worden ist. Finde ich noch herzig. Habe mich gefreut. Ja, eben, darum. Auch wenn du dein Däumchen eben gibst, gell? Finde ich cool, dass man das Däumchen runtergibst, aber schreib doch auch noch wieso. Oder ist es einfach ein konsequent Hate? Ja, ja. Ah, eben, Leute, das habe ich noch vergessen. Ich habe jetzt 400 Abonnenten. Voll geil, oder? Als Schweizer 400 zu haben und so. Genial. Ähm, ich werde aber nichts dazu machen. Aus dem Grund, weil 400, ja, es ist nichts Spezielles. Also, es ist verdammt geil, aber die Zahl an sich ist nichts Spezielles. Und aus dem Grund mache ich nichts. Bei 500 wird es dann wieder etwas anderes und 300 ist halt einfach geil wegen dem Film, oder? Aber dort habe ich auch nichts richtig hergebracht. So, ja, who cares? Ich bin zufrieden mit meinem Land, bin zufrieden mit meinen Abonnenten, bin zufrieden mit den Comments, voll geil. Und ja, jetzt möchte ich dann eigentlich schon mal anfangen, ein bisschen mit anderen etwas zu machen. Also, ich bin jetzt ein paar Mal angefragt worden, habe immer gefunden, nein, ich kenne euch nicht. Ich weiss nicht, ich kenne mich nicht, wie ich wirklich bin, ich kenne mich nur aus den Videos. Es ist doch verdammt komisch, weißt du, wenn ihr denkt, hey, wow, der Exitus. Und ich bin nicht irgendein Meister. Mein Gott, ich besiege mich wahrscheinlich alle im PvP. Also, eigentlich habe ich am meisten Angst vor dem, dass ich als irgendwie, als wow, der Exitus angeschaut bin. Und das bin ich wirklich nicht. Ich bin einfach ein Chiller, man. Ich bin ein Nerd, der Spass hat am Minecraft spielen. Und jetzt finde ich 19 so eine geile Zahl, dass am liebsten will der runtergumpen, so. Um die 19 in den Himmel zu schicken. Oder? Weil 19 ist einfach absolut meine Lieblingszahl. Und Phoenix. Phoenix und 19, so. 19 Phoenix! Alright, see ya! Peace! Und ich lade den Video, glaube ich, so kurz zu, wenn er ist. Einfach so wegen dem Abschluss, den ich gesagt habe. Peace, tschüss!